Advent, Advent, der Bärwurz brennt. Eine Geschichte von Toni Laurer. Der Advent ist die schönste Zeit vom Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Beleuchtung und man schreibt sie mit K. 3 Wochen bevor das Christkindl kommt, stellt der Papa die Krippe im Wohnzimmer auf. Und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Viele Krippen sind total langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordstolle Figuren drin. Ich habe einmal den Josef und das Christkindl auf unseren Ofen gestellt, damit sie es schön warm haben, aber es war ihnen zu heiß. Das Christkindl ist ganz schwarz geworden und den Josef hat's in lauter Trümmer zerrissen. Ein Fuß von ihm ist bis in den Blätzelteig geflogen und das war kein schöner Anblick. Meine Mama hat mich geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor meiner Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind in der Krippe herumsteht, schaut es nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der Josef ist jetzt Donald Duck. Als Christkindl wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in den Futterdruck gepasst hätte. Da hat meine Mama gesagt, man kann doch als Christkindl keinen Asterix hernehmen, da ist ja das verbrannte Christkindl noch besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin ein Christkindl. Hinter dem Christkindl stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und den Brontosaurier habe ich hingestellt, weil der Ochs und der Esel waren mir allein zu langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen 3 Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen heruntergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nur noch 2 heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Eigentlich wollte ich ja 4 heilige 3 Könige, doch der Spider-Man muss ja im Stall auf die depperten Schafe aufpassen. Normalerweise haben die heiligen Könige einen Haufen Zeugs für das Christkindl dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree. Von den unseren hat eines anstatt Gold ein Kaugummipapier, das glänzt so schön. Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir ja keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, wenn man sie anzündet. Der heilige Batman hat eine Pistole dabei. Das ist zwar kein Geschenk für das Christkindl, aber damit kann er es vor dem Saurier beschützen. Hinter den Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein kasiger Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen. Darum haben wir ihn auf ein Motorrad gesetzt, damit er es sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Rechts neben dem Stall haben wir ein Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und 3 Weizen für die Oma dabei und reißt gerade eine Marone ab. Einen Wolf haben wir leider nicht. Dafür lurt hinter dem Baum ein Bummel als Ersatzwolf hervor. Mehr steht in unserer Krippe nicht. Aber das reicht voll. Am Abend schalten wir die Lampe an und dann ist unsere Krippe erst richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind mir zu lusert. Mein Opa hat mir ein Gedicht vom Advent gelernt. Und das geht so. Advent, Advent, der Bärwurz brennt. Erst trinkst einen, dann 2, dann 3, dann 4, dann haut's dir mit deinem Hirn und dir. Obwohl das Gedicht ganz schön ist, hat die Mama gesagt, das darf ich mir nicht merken. Im Advent wird auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voll Nüsse und eine kleine voll mit Goldstaub. Darin wälzen wir die Nüsse, bis sie goldern sind. Und das Christkindl hängen wir später an den Christbaum. Man darf gar nicht fest schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und er fliegt überall herum, wenn man hineinschnauft. Einmal habe ich vorher in den Goldstaub ein Niespulver hineingetan und wie der Papa die erste Nuss darin gewälzt hat, hat er einen Nieserer gemacht, dass es ihn gerissen hat und sein Gesicht war goldern und die Nuss nicht. Die Mama hat ihn dann geschimpft, weil er keine Beherrschung hat und sie hat gesagt, dass er sich dümmer anstellt als ein Kind. Dann war der Papa recht zwider und er hat nicht mehr mitgetan. Er hat nur gesagt, dass bei dem Goldstab irgendwas nicht stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, weil es war insgesamt ein lustiger Adventabend. Kurz vor Weihnachten müssen wir unsere Wunschzettel schreiben. Meine Schwester wünscht sich meistens Puppen oder sonst ein Klump. Ich schreibe vorsichtshalber gleich mehr Sachen drauf und zum Schluss schreibe ich dem Christkindl, es soll einfach so viel kaufen, bis das Geld ausgeht. Die Mama sagt, das ist eine Unverschämtheit und irgendwann bringt mir das Christkindl gar nichts mehr, weil ich nicht bescheiden bin. Aber bis jetzt habe ich immer etwas gekriegt. Wenn ich groß bin und ein Geld verdiene, dann kaufe ich mir selbst etwas und bin auch überhaupt nicht bescheiden. Dann kann sich das Christkindl von mir aus ärgern, weil dann ist es mir wurscht. Bis man schaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten aus. Und mit dem restlichen Jahr geht es auch dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt bis Ostern nichts mehr. Höchstens, wenn man Geburtstag hat. Aber eins ist gewiss, der Advent kommt immer wieder.
Der Advent kommt immer wieder. Der Hofer wünscht euch jetzt ein gutes Fest, eine frohe Weihnachtszeit, ruhige und besinnliche Tage. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, könnt ihr es gerne in die Kommentare unten schreiben. Wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Bis dahin wünscht euch der Hofer alles Gute und habert Ehre.